Mensch, was für ein Mensch! Liebe Freunde, das Wunder der Geburt Jesu versetzt einen doch immer wieder ins Erstaunen. Es ist ja menschlich unfassbar. Es übersteigt unser Fassungsvermögen. Ewigkeit kommt in die Zeit. Die Bibel erklärt, dass alles von Gott, dem Vater, kommt. Und alles durch Jesus geschieht. So ist doch für uns ein Gott, der Vater, von dem alle Dinge sind und wir in ihn, und ein Herr, Jesus Christus, durch den alle Dinge sind und wir durch ihn, heißt es im 1. Korintherbrief, Kapitel 8, Vers 6. Jesus ist der Schöpfer, durch den alles geschaffen wurde. Alle Dinge sind durch ihn und für ihn geschaffen. So steht es geschrieben in Kolosser Kapitel 1, Vers 16. Das Sichtbare und Unsichtbare, alle Welten, die gesamte Schöpfung, im Himmel und auf der Erde und aller Engelwesen sind durch Jesus Christus geschaffen worden. Und er trägt alle Dinge durch das Wort seiner Macht, heißt es an mehreren anderen Stellen im Wort Gottes. Und ebenso verhält es sich mit der Erlösung. Der Erlösungsgedanke kommt von Gott dem Vater, natürlich in Übereinstimmung mit Gott dem Sohn. Doch das Werk der Erlösung geschah durch den Sohn. Er vollbrachte es auf Erden. Jesus schuf auch Adam, was ja bekanntlich Mensch bedeutet. Dabei wurde der Mensch nach dem Bild Gottes geschaffen. Und darin unterscheidet er sich von allen Geschöpfen und hat einen entsprechenden Daseinszweck. Er soll unter anderem Gott zu Diensten und Willen sein und über die Schöpfung regieren. Er steht über allen irdischen Geschöpfen und ist sozusagen Gottes Stellvertreter auf Erden. Doch Adam, der Mensch, fiel in Sünde und ruinierte das Bild Gottes, zu dem er doch geschaffen war. Es wird beschrieben, wie Adam und Eva in der Kühle des Tages die Stimme Gottes hörten. Sie versteckten sich zwischen den Bäumen, weil sie sich dessen bewusst wurden, dass sie nackt waren. Das ist eine treffende Beschreibung von Schuld und was diese auswirkt. Sünde bewirkt immer ein schlechtes Gewissen und sie will versteckt werden. Man will sie vertuschen, verharmlosen oder bagatellisieren. Dann aber spricht Gott, und der Herr Gott rief den Menschen und sprach zu ihm: Wo bist du? Sünde muss aufgedeckt werden, früher oder später. Seit dem Sündenfall geht Gott dem Menschen nach und fragt nach ihm. Schließlich, um ihn zu retten, wurde der Schöpfer selbst Geschöpf. Der Herr wird zu einem Adam und zieht somit das Bild des Menschen an, doch ohne Sünden. Gott spricht uns als Mensch an, von Angesicht zu Angesicht. Eben war er noch in aller himmlischen, allmächtigen und göttlichen Herrlichkeit. Und nun ist er plötzlich ein hilfsbedürftiger Mensch, in einer Futterkrippe liegend, in Windeln gewickelt und auf mütterliche Pflege angewiesen. In Jesus Christus begegnen wir dem einen wahren Menschen, der Gottes Bild trägt, so wie Gott ihn wollte, um uns in dieses Bild zurückzuholen. Der Mensch tötete seinen Schöpfer. Den, der ihm das Leben gab, brachte er um. Pilatus sagte bei der Verurteilung Jesu: Siehe der Mensch, sprich Adam. Dadurch aber schuf Gott einen Weg der Vergebung und der Erlösung. Mit dem Tod und der Auferstehung Jesu kann der Schöpfer dem toten Menschen das ewige Leben schenken. Denn die Gnade Gottes ist erschienen, heilbringend für alle Menschen, sagt die Bibel im Titusbrief, Kapitel 2, Vers 11. Dramatischer kann die Menschheitsgeschichte doch kaum sein. Daran dürfen wir uns in der Adventszeit und Weihnachtszeit erinnern, was für unseren Alltag auch bedeutet, wie einst Sophie Scholl sagte. Ich zitiere: Das sollte man immer bedenken.
wenn man es mit anderen Menschen zu tun hat, dass Gott ihretwegen Mensch geworden ist.